So Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Duell bei Yu-Gi-Oh! Duel Accelerator. Wir sind hier direkt im Duell gegen Jaden, wie ihr sehen könnt, weil das war ja ein Gegner, der viel von euch gewünscht wurde. Wieso, weiß ich gerade auch nicht, aber ist egal. Ich trete an mit dem Kristallungeheuer-Deck, das ich gerade mal so neu zusammengesetzt habe, auch schon ein bisschen getestet habe. Und bin jetzt gespannt, wie das laufen wird. Ach du Scheiße. Ja, ist schon mal eine tolle Starthand. Ich bin gespannt, was Jaden macht. Und das ist auch die erste Aufnahme, zum einen auf dem neuen PC, zum anderen mit DxToy, in diesem Sinne, dass ich nämlich auch meine Stimme jetzt über DxToy aufnehme. Ja. Und das ist auch der Vorteil von DxToy gegenüber Fraps, dass Fraps die ganze Stimme, sprich auch das ganze Sound, sprich entweder den Ingame-Sound, aber auch die Stimme, legt einfach auf eine Audiospur. Hier bei DxToy macht er für jedes Medium eine eigene Audiospur, die man natürlich auch separat bearbeiten kann, was natürlich toll ist. So, und jetzt ist mein Zug. Ich sehe gerade, ich habe 30 Frames, ist nicht mal so schlecht, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ruckelt ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen mühsamer. So, 2 Cyberdrachen, nehme ich einfach mal für mehr oder weniger just for fun drin. Die auch ein bisschen, damit ich ein bisschen abgesichert bin, weil mit dem ganzen Zauberkern ich so im Deck habe. Seht ihr nachher noch wegen den Kristallungeheuern. Könnte schon mal sein, dass ich plötzlich mal gar keins mehr auf der Hand habe. Ja, kein Monster meine ich. Wieso macht jetzt keine? Na egal. Ich rufe als Normalbeschwörung Kristallungeheuer Saphir Pegasus und aktiviere damit seine besondere Fähigkeit, mit der ich ein neues Kristallungeheuer aus dem Deck rufen kann. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was so ein Kristallungeheuer-Deck ist und so, das seht ihr jetzt. Es geht im Prinzip darum, es gibt insgesamt 7 verschiedene Kristallungeheuer-Karten. Das sind auch Monster halt, wie zum Beispiel hier Amethyst-Katze. Die sind jeweils nach einem bestimmten, wie auch immer so will, Kristall halt oder Edelstein benannt. Und haben insofern auch eine spezielle Fähigkeit. Aber die wahre Macht wird erst mit den Zauberkarten entfesselt. Und vielleicht sehen wir das noch alles. Ja, auch mit Trottel hätte auch antike Stadt Ringbogenruinen noch spielen können, aber egal. Zuerst einmal Angriff mit Cyberdrache, vielleicht spielt er ja Macht des Spiegels. Wer weiß. Nö, er macht nichts, der Trottel. Und damit kriegt Jaden seinen ersten Schaden. Und jetzt Saphir Pegasus. Hallo? Ja, ein bisschen schneller, wenn ihr bitten darf. Das Spiel ist grottenlangsam. Saphir Pegasus, Angriff mit Saphirhorn. Und? Was macht er? Er macht nichts, wieso auch immer. Aua. Ja, das muss wehtun. Gut. Zweite Phase, Meme-Phase dann natürlich. Und jetzt aktiviere ich die Zauberkarte Antike Stadt Ringbogenruine. Und solange ich ein Kristallungeheuer meiner Zauber- und Fallenkartenzone habe, kann mir nichts passieren, beziehungsweise die Karte wird nicht zerstört. Hier seht ihr auch eine weitere Besonderheit der Kristallungeheuer, nämlich sobald die zerstört werden, landen sie nicht unbedingt auf dem Friedhof. Nee, das könnt ihr auch suchen. Ob sie auf dem Friedhof landen sollen oder halt in der Zauber- und Fallenkartenzone. Denn nur da können ihre, ich sage jetzt mal, ganz besonderen oder ihre ganz spezielle Macht kann nur so aktiviert werden. Aber das seht ihr gleich noch, wieso rot wird schon wieder Stratus. Achso, einen Effekt danach als Spezialbeschwörung aktivieren. Ja, ist klar. Ach Leute, ich würde mir auch so gerne noch ein Elementar-Deck zusammenstellen, aber mir fehlen damit unter ein paar wichtige Karten. Zum Beispiel Stratus habe ich nicht. Ein paar wichtige Fusionsmonster fehlen mir auch noch. Ich kann die zwar noch herbeitauschen und so, aber es ist hier bei Duel Accelerator ein bisschen mühsam. Ja. Wieso? Darauf komme ich gleich zurück. Er hat 2 Karten verdeckt. Was will der? Was macht er da? Ja, mir kann es ja egal sein. So, ich greife wieder an und zwar mit Cyberdrache. Wieso hat er überhaupt vorhin Necrochet aus dem Deck geholt? Den muss er zuerst opfern, um ihn rufen zu können. Und der gibt überhaupt keinen Sinn. Egal, Cyberdrache, greif an mit Cyber... Shit. Ja, ich wollte gerade ein anderes Wort sagen, das aber sehr ähnlich ist wie Shit, nur beginnt halt mit F. Das berühmte F-Wort. Okay. Saphir Pegasus, greif sein verdecktes Monster an. Saphir-Horn-Attacke. Kann man ein bisschen vor wie bei Pokémon, wa? Hornattacke und so. Oh ja, ein Pokémon Let's Play, das ist auch dringend mal fällig, aber ja. Ist noch die Frage, ob es das wird, was ich noch daran arbeite, oder ob es Pokémon XD, der dunkle Sturm wird. Vielleicht wird es sogar zuerst Weiß 2 oder Schwarz 2 sein. Wer weiß. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau.
Ich setze noch Kristall, Ungeheuer, Smaragdschildkröte im Verteidigungsmodus und beende damit auch mal wieder meinen Zug. Wo war er vorhin stehen geblieben? Genau, bei der Tauschaktion. Normalerweise, wenn du zum Beispiel mit einem Mitspieler hier Kartentausch, ganz normal, 1 zu 1 tauschen und so, kein Problem. Ihr könnt aber auch... Nee, du bist doch ein Arsch! Meine Karte ist auf dem Feld. Hä? Wieso kann er meine Karte zerstören? Hallo? Solange ich mindestens ein Kristallungeheuer in der Zauber-Fallenkartenzone habe, kann der mir nichts tun. Das ist so. Also nichts tun, ich meine, vielleicht kann die antike Stadt nicht zerstören. Aber offenbar fällt das nicht nur zerstören. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein mächtiges Problem, jetzt habe ich ein riesiges Problem. Kacke. Oh, dämliche Heldenstadt. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, die besondere Fähigkeit. Ah, ist das schön. Ja, Elementarhelden, Tauschaktion dabei. Ja, genau. Wegen dieser Tauschaktion, ihr könnt das auch hier mit den NPCs machen, beziehungsweise nicht direkt mit den NPCs, sondern hier im Shop, wo ihr auch Karten kaufen könnt. So, da gibt es aber 2 Einschränkungen. Zum einen könnt ihr nur Karten tauschen, wenn ihr dagegen 50 von euren Karten eintauscht. Das ist jetzt für mich nicht so das Problem. Oh, sag kurz zur Rüstung. Ja, ist für mich jetzt nicht so das Problem, weil ich bereits seit Yu-Gi-Oh! Online 1 dabei bin und deshalb schon sehr viele Karten habe. Auch schon einige wieder getauscht habe und so, das ist nicht das Problem. Aber das andere, dazu komme ich gleich. Ah, hier. Ich aktiviere die Zauberkarte Kristallleuchtfeuer. Mit dieser Karte kann ich ein Monster in meinem Deck rufen, sofern ich 2 Kristallungeheuer meiner Zauber- oder Fallenkartenzone habe. Geil, Mann! Und ich rufe gleich, ich habe glaube noch 2, oder? Yep, 2 Saphir Pegasus habe ich noch. Das ist sehr gut. Und einen rufe ich jetzt als Spezialbeschwörung im Angriffsmodus, denn seine dämliche Heldenstadt wirkt nur, wenn er angreift, nicht wenn ich angreife. Und ich rede schon mal viel zu schnell, aber ist gerade egal. Saphir Pegasus aktiviert seine besondere Fähigkeit, damit rufe ich ein weiteres aus dem Deck direkt aufs Feld. Ja. Ihr seht schon, ich habe da bestimmte Monster habe ich mehrmals, zum Beispiel Topaz-Tiger, der ist noch nicht so schlecht. Bernsteinmammut habe ich auch mehrmals. Andere Karten wie Amethyst-Katz oder hier Koboldadler habe ich nur einmal im Deck. Wieso? Weil die, abgesehen von ihrem Nutzen für meine Zauber- und Fallenkarten hier, nicht viel taugen. Aber ich brauche alle 7 Kristallungeheuer, weil ich den sagenwobenen Regenbogendrachen rufen will. Und das klappt nur, wenn alle 7 Regenbogen sage ich schon, wenn alle 7 Kristallungeheuer auf dem Feld oder im Friedhof sind. Aber ich hoffe mal, ich sehe ihn überhaupt noch. So, egal. Saphir Pegasus greift Sparkman an mit dem kristallenen Horn-Attacke. Saphirhorn, ups, Entschuldigung. Egal, greife da mit dem Kristall, Saphirhorn, ist mir egal, Hauptsache vernichtet ihn mal. Dankeschön. So, 3 Stück, ja. Kristallsegen bringt nur was, wenn ich Kristallungeheuer im Friedhof habe ich noch nicht, zum Glück. Wieso zum Glück eigentlich egal, brauche ich später noch. Verdammt, ich brauche doch antike Stadt Regenbogenruine. Gut, ich habe noch einen im Deck, aber trotzdem. Verdammt, ich bin in einer Wetterphase, sorry, weil es gerade ein bisschen übersteuert war. Wo war ich stehen geblieben? Genau, eine Fallenkarte verdeckt und das war's schon mal für meinen Zug. So, zurück zur Tauschaktion. Meine Güte, wie lange soll das noch dauern, die zu erklären? Ja, ihr müsst zum einen für eine Karte, wenn ihr sie haben wollt, müsst ihr 50 Karten eintauschen. Das ist die eine Einschränkung. Die andere ist, ihr könnt nur Karten tauschen, also ihr könnt nur Karten verlangen, die es noch vor der Zeit von Yu-Gi-Oh! Online 3 gab. Ja, und das heißt, mir fehlte leider Stratos, weil da gab es in Yu-Gi-Oh! Online 2 noch nicht. Oder da war irgendwie bei einem Gunstling oder Duel-Spieler, also im bestimmten Turnier war der dabei. Ich glaube, diese Karten gibt es auch nicht. Zumindest habe ich jetzt noch nirgendwo irgendwie The Gods gesehen, genau. Gods Gesandter Finsternis. Eigentlich eine gute Karte, eine starke Karte, aber ja, habe ich leider hier auch nicht. Aber mal, okay, wieso hat er eigentlich... Hä? Moment mal schnell, ich habe jetzt... Hoho, hallo, ein neues Monster. Ja, wieso hat der vorhin... Ich habe jetzt nicht gerade sehr gut mitgesehen, wie ihr vielleicht an meinem Kommentar bemerkt habt, wieso... Moment mal schnell, der hatte vorhin Stratos auf dem Feld, oder? Also so verpeilt bin ich noch nicht. Und dann hat der Stratos für Necroshake geopfert, WTF. Dann kann ein Friedhof ist, kann sagen... Aha! Ach du Scheiße! Ja, ich sag's mal so, wenn er zum Beispiel Neos auf der Hand hat oder Blade Edge, für die müssen normalerweise opfern,
dann muss er das nicht solange Neko Shade im Friedhof ist. Ich glaube, deswegen hat er ihn aufs Feld gerufen, aber ich kapiere es gerade nicht. Ein schwäches Monsterruf mit 1600 gibt ja keinen Sinn. Hä? Nee, also ich habe irgendwie in den letzten Zug ein bisschen verpeilt, das gebe ich jetzt zu, in der ganzen Erklärung und so, aber was der da macht, das gibt überhaupt keinen Sinn. Doch was soll's, ich hab Harmon, den Herr des tosenden Donners, und der spielt von diesem Deck natürlich fantastisch. Denn um so ein starkes Monster zu rufen, muss ich beinahe falsch gesagt, ja, wie sagen wir denn schon wieder, permanente Zauberkarten, genau, Zauberkarten halt permanent auf dem Feld bleiben würden, vorausgesetzt man zerstört sie nicht. Und um Harmon um Harmon zu beschwören, braucht es eben exakt oder mindestens halt 3 solche Karten. Und die habe ich ja mit den Kristallungeheuern. Also schicke ich die mal kurz auf den Friedhof, ist kein Problem, ich kann die 2 sowieso noch mit dem zurückholen. Wieso? Das wird wohl erst klar, wenn ich irgendwie noch... Na, wie ist die andere Karte schon wieder? Ja, es gibt noch ein paar Zauberkarten, die ich noch mit diesen so in Kombinationen so spielen kann. Aber ist egal, ich habe Harmon auf dem Feld, der ist auch toll. Mit 4000 Angriffspunkten habe ich das Duell gewonnen, sehe ich gerade. Hui, das ging ja schnell. Alles klar, Harmon, Herr des tosenden Donners, greif an mit Blitzgewitter. Oder tosenden Donnerschlag, da ist mir doch egal, Mann. Der hat 4000 Punkte, da könnt ihr der Attacke sagen, wie ihr wollt. Hauptsache sie haut rein, ja. Da muss sogar Chain schlucken. So komme ich jetzt auf eine Mario-Mucke, hallo? Wir spielen hier Yu-Gi-Oh! Korrektur, wir haben gespielt. Ja. Kam so ein bisschen sehr verfrüht, der Sieg, weil ich wollte euch noch viel mehr von meinen Karten zeigen. Verflixt. Shading ging einfach viel zu schnell bergab. Ja, dann Glückstag. Okay, wir machen es gleich nochmal. Gegen Jaden. Nachher haben wir noch Zeit. Okay, ja. Ich denke, erst im nächsten Part zeige ich euch dann mein Exodia-Deck. Aber alles mit der Zeit. Jetzt nochmal gegen Jaden. Wenn es wieder so schnell geht, dann machen wir vielleicht noch ein Duell gegen Jazz oder gegen... Oh, ja. Wir können noch eins gegen... wie ist der schon wieder? Jetzt fällt mir echt der Name nicht mehr ein, ich glaub's ja nicht. Ja, gegen den NPC machen, der sowieso ein Kristallungeheuer-Deck spielt. Ah, die Karte habe ich vorhin gemeint. Seltenheitswert. Die haut rein. Hallo? Jetzt habe ich schon zu Beginn Harmon auf der Hand. Der ist ja super. Ja, das wird lustig, Freunde. Das wird super, es wird grandios, das wird scheiße. Also erstmal setze ich den Monster im Verteidigungsmodus, natürlich Pokerface aufsetzen, Jaden sollte nichts merken und beende meinen Zug. Du bist dran, Kumpel. Scheiße. Und ich wüsste jetzt so gerne, wie groß die X-Toy die Datei macht. Na egal, ich sehe es nachher. Ja, diesbezüglich habe ich auch schon mit Anno 1404 und so getestet. Wegen PC-Spielen und so. Die X-Toy funktioniert leider nur bei PC-Spielen. Und Anno 1404 muss ich leider im Vollbildmodus aufnehmen. Geht leider nicht anders, wegen der ganzen Steuerung und so. Da zockt es sich, ja schon gut, wir kennen den Effekt von Stratos. Da zockt es sich im Vollbildmodus besser und der zieht mir für alleine 2-3 Minuten Aufnahme bereits einige Gigabytes ab. Und da muss noch schauen, wie ich das in den Griff bekomme. Alter Falter, was macht der jetzt? Nee, oder du rufst mir jetzt nicht Donnergigant. Nein, er ruft Donnergigant, ich krieg die Matten. Oh. Ja, das ist natürlich Scheibenkleister. Hey, hallo Donnergigant, wie geht's denn so? Scheiße, was machst du hier? Okay, er benutzt eine besondere Fähigkeit. Ach so, stimmt ja. Wenn Donnergigant seine Fähigkeit einsetzt, mit der er ein gegnerisches Monster vernichten kann, dann kann er in diesem Zug nicht mehr angreifen, dann bin ich ja komplett verdrängt. Ja, ich aktiviere den Effekt von Bernsteinmammut und so kommt meine Zauber fallen kann. So, den ist doch schön. Das, was jetzt kann, ist allerdings weniger schön. Ja, nimm das. Ich will es aber nicht nehmen. Nimm's zurück, Mann. Greift er mich mit seinen Rotorblättern an? Ich glaube, es hackt. Au! Mann, nimm auf die 12. Scheiße.
wie Michael guckt, ey. Ja, ich meine vielleicht mein Avatar, sorry. Ja, ist gut, ich hab's kapiert. Ich spende meinen Zug, ja, ist schön für dich. Oh, Sakurai Zurüstung, der kommt gut. Aber jetzt mal kurz gucken. Ich brauchte ein Kristallungeheuer mehr für eine Combo. Kacke. Egal, zuerst einmal wird antike Stadt Regenbogenruine gespielt und dann rufe ich natürlich den Cyberdrachen. Ist doch selbstverständlich. Im Angriffsmodus als Spezialbeschwörung. Gucke mal. Wenn ich jetzt Glück habe. Ne, ich hab Pech. Scheiße. Okay, ich glaube, das endet mit einer Niederlage für uns. Scheibenkleister. Ich setze noch Sakurai zur Rüstung. Ups, darf ich im Duell nicht sagen, was für die Karte spiele. Meine Fresse, ihr seht es trotzdem. Und ich spende meinen Zug. Ich brauche ein Kristallungeheuer mehr. Wo bleibt denn der Mensch? Ich habe fast 20 Stück im Deck. Okay, stimmt nicht ganz. 15 sind es vermutlich. Also jetzt der totale, ich sage jetzt mal, der totale Fail wäre es ja, wenn jetzt, also im nächsten Zug, wenn ich ziehe, wenn da Regenbogendrachen kommen würde. Das wäre sowas von Fail. Gut, der ist jetzt im Arsch, jetzt gerade mit Stratus an und das heißt, ich bin wieder mal im Arsch. Greift er schon das zweite Mal direkt hintereinander an? Ich glaube, es sagt, ouch. Das ging ja voll auf die Galle. So, was machst du? Ich spende meinen Zug. Pokerspace, scheiße. Nein! Ja, spiele ich halt Kristallverheißung. Damit kann ich ein Kristallungeheuer aus meiner Zusammenfallenkarte-Zone beschwören. Ist ja super, bringt nur leider nichts, wenn es nur das ist. Mann, Kristallverheißung bringt vor allem was bei Saphir, Pegasus und Rubinkarfunkel. Dann kann ich eine coole Kombo schmeißen, aber jetzt gerade nichts mit Kombo. Gar eine Kacke-Kombo. Nee, oder? Nein! Na gut, ist Wildheart. Habe ich also gesagt, gut? Ist nicht gut, ist nicht gut, ist nicht gut. Hör auf damit, nein! Bernstein Mammut schon wieder tot. Du hast mein Beileid, Alter. Komm schon, ich brauch Saphir Pegasus. Verflixt und zu, ich habe 3 Stück davon im Deck. Wo bleiben die bloß? Oder macht der Spiegel, das wäre auch nett. Ich glaube auch noch irgendwo oben liegen. Also wie ich mich kenne im untersten Karte, ja. Komm schon, ja. Und jetzt Herz der Karten, bitte. Hallo? Ja, jetzt. Herz der Karten, stimm mir bei! Nein! Ja, so viel zu beistehen, wa? Ach komm, dann muss ich nicht mehr machen, ich habe verloren. Mann! Dabei habe ich das Deck so gut ausgemistet, beziehungsweise halt durchgemistet auch noch und durchgemischt und getestet, hast nicht gesehen. Und jetzt bringt er so eine Scheiße, ich kann kotzen, ey. Ja, versteckt ein Monster noch, wenn es Freude macht. Wisst ihr was, Freunde, das schreit nach Revanche. Ich lasse mich doch hier nicht vorführen, wer bin ich denn? Nein! Diesmal ist der Blinddarm, Kacke. Und jetzt natürlich noch Wildheart, ja, das war's dann wohl. Hehe, grins. Hör auf zu grinsen, Mann! Oder ich lösche dich. Ich wünschte, ich könnte es. Nee. So, könnt ihr drüber malen. Mit der Hand drüber malen. Man sieht dein Grinsen nicht, man sieht's nicht. Ja. Oje. Mir geht's heute. Was? Dir geht's heute richtig gut? Geh kotzen. Ja, eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber das mit S kann ich jetzt so nicht im Let's Play sagen. Und dann das Ganze nochmal. Wo bleiben eigentlich meine Kombos, ey? Da habe ich schon 2 Duelle gespielt und keine Kombos. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, Schere, Stein, Papier, natürlich wieder mal verloren, ist typisch. Ja, er fängt an, von mir aus. Hä? Gegner fängt an, heißt jetzt ich fange an? Ja. Ziehen wir! Oh! Zeit für ein Duell! Ja, er fängt an.
Ja, okay, diesmal sieht schon sehr viel besser aus. 3 Kristallungeheuer, damit kann man doch was anfangen. Oh. Ja, außer spielt natürlich auch die Karten, habe ich ein kleines Problem. Jetzt hoffe ich nur, er spielt noch 1, 2 Bingos, schon mal, das geht ja gut. Jetzt noch 1, 2 kann verdeckt schäden und ich kann schwerer Sturm gewissenlos ausführen lassen. Kaum schon noch eine Karte verdeckt? Ja, geht doch. Bei 3 Karten lohnt es sich doch, schwerer Sturm zu spielen. Die Start kannst du wohl vergessen, ey. So, jetzt bin ich aber dran und ich ziehe... Ja, why not? Und ich spiele zuerst mal schwerer Sturm. So, Jaden, dann sag mal Arrivederci zu deinen zusammenfallenden Karten. Hasta la vista, sayonara, goodbye. Xing Shang Shang. Was? Egal. Was transzendente Flügel? Okay. Für den geflügelten Kuribo? Why not? Jetzt spiele ich zuerst mal antike Stadt Regenbogenruine. Oh yes. Übrigens, Freunde, das ist das einzige Deck, wo ich überhaupt eine Feldzauberkarte benutzen würde. Also meine, wo es wirklich auszahlen würde. Also natürlich jetzt nach dem Heldendeck, also Elementarheldendeck. Aber ist sowieso ein anderes Thema. So, Saphir Pegasus, dann zeig mal was. Und so natürlich eine besondere Fähigkeit. Welches Monster rufe ich denn jetzt? Amethyskatze, Koboldadler, ja, ich will wieder mal alle, wa? Ich will euch hier was bieten, auch wenn ich dafür nicht gerade das beste Deck habe. Aber ist ja auch egal. So, Saphir Pegasus, dann mal Angriff auf sein Monster. Und zwar mit kristallnem Saphirhorn. Wir sagen so ein langer Attackname. Ich weiß nicht, aber es klingt cool. Oh, Bursinetix. Ja. Ich sollte vielleicht auch noch erzählen, das ist auch eine der Karten, die, ich sage jetzt mal, zensiert wurde, wa? Hallo, sag ich's mal. Ja. Weil die Original-Bursinetix-Karte spricht ja aus dem japanischen Original, die hat ein bisschen weniger Kleidung an. Und vor allem oben herum, da sieht man ihre Oberweite ein bisschen besser. Wieso habe ich keine japanischen Karten? Und hinter mir läuft noch der Fernseher, ist natürlich auch sehr schön. Und ich sehe da gerade irgendwie die, was? Achso, die Eröffnungsfeier der Olympia. Stimmt, die ist ja auch wieder die olympische Sommerspiele, Winterspiele. Da gibt es ja auch ein Spiel, was letzten Sommer und letzten Winter erschienen ist für die Wii. Da irgendwie was von Mario und Sonic bei den Olympischen Sommerspielen 2012. Ich glaube, das habe ich gar nicht, oder? Nee. Nee, das habe ich nicht. Das vom letzten Mal, 2008, das habe ich, aber das von 2012 nicht. Wieso auch? Sowieso immer das Gleiche. So, Bernschlamm ist jetzt auch im Rennen. Das ist sehr gut. Jetzt kann Saphir Pegasus mit dem Saphirhorn wieder angreifen. Nee. Einfach nur angreifen. Schon wieder Burstinatrix? Alter, bist du ein bisschen... Ja, ein bisschen spitz, oder wie sieht's aus? Also da auch nur Frauen spielt, der ist egal. Bernstein-Mammut, greif an mit bernsteinfarbene Stoßattacke. Nee, dankeschön. Schade, gibt es hier keine Animation der Monsterangriffe und so, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu viel Ressourcen auffressen. Oder sie waren einfach nur zu faul dafür. Eins von beidem. Nö, das ist soweit gut. Ich beende meinen Zug. Ah, ist doch sehr schön. Okay, hat Bernstein-Mammut. Ah, nee, Moment mal, das war ja der Effekt von der Smaragd-Schildkröte. Sorry, habt ihr was durcheinander gebracht. Es geht weiter im Text. Ach, nimmt mir schon wieder. Ich beschwöre Mods im Verteidigungsmodus. Das heißt setzen, nicht beschwören. So, und ich bin in einem Zug. Ich ziehe. Oh, Kartenzerstörung. Oh, der kommt gut. Obwohl, der kommt gerade ein bisschen scheiße. Aber egal. Zuerst einmal spiele ich mystischer Weltraum-Taifun. Kartenzerstörung im Grunde genommen eine gute Karte. Hier beim Kristalldeck fraglich, ob sie wirklich so gut ist. Zum Beispiel beim Exode-Deck habe ich die jetzt noch gerne drin. Der kann noch einige Male was reißen. Hier beim Kristalldeck, naja, wer es mag. Ich spiele jetzt trotzdem mal. Kartenzerstörung gespielt und jetzt ziehe ich 2 neue Karten. Ja, 2 alte weg. 2 neue gezogen. Scheiße. Wieso habe ich ausgerechnet jetzt den Regenbogendrachen? Alter.
Okay, mir fehlen noch 3 Karten, mir fehlt noch Topaz-Tiger. Amethyst-Karte habe ich auf dem Friedhof, das ist gut so. Wir müssen nur entweder oder. Also entweder auf dem Friedhof oder auf dem Feld sein, dann klappt das. Und dann fehlt mir noch Smaragdschildkröte und Amethyst-Katze. Gut. Gut, das müsste ich noch hinkriegen in diesem Duell, hoffe ich zumindest. Oh, Finster Katapultier ist natürlich auch eine Schrottkarte. Wie kann man die bloß ins Deck packen? Hat zwar, ja, wenn der Effekt mal zum Zuge kommt, wäre ja cool, aber ja eben, wenn er mal zum Zuge kommt. Bernstein-Stoßattacke! Voll aufgespießt, ja, das kommt davon. Ich spiele jetzt absichtlich nicht Macht des Spiegels, weil es mir sowieso nur Platz wegnehmen würde. Ich wäre eigentlich dankbar dafür, wenn er mir die beiden Monster auf dem Feld in die Zauber- und Fallenkarte-Zone knallen würde. Obwohl, ich brauche noch eins mehr. Weil antike Stadt Regenbogenruine hat auch noch ihre Effekte. Je nachdem, wie viele Kristallungeheuer ich in der Zauber- und Fallenkarte-Zone habe, kann ich diese aktivieren. Darunter sind zum Beispiel gegnerische Effekte negieren, also sprich Zauber- oder Fallenkarte, Effekte annullieren oder auch Karten ziehen oder Monster beschwören. Und das ist echt geil, hey. Aber momentan ist hier gerade Flaute. Ich habe keine Zauberkarte, die ich irgendwie klug einsetzen könnte. Also ich meine, es ist keine Zauberkarte speziell auf Kristallungeheuer bezogen und jetzt habe ich ein Problem. Bernstein Mammut muss dran glauben. Oh nö! Mein Mammut! Ich bin ja sowieso schon mal am Aussterben. Ich habe nur noch eins im Deck. Nur noch 2 im Deck. Das sollen sie wohl erklären. Dass die am Aussterben sind, meine natürlich. So, Jane, wie sieht's aus? Beendest du mal den Zug oder muss ich nachhelfen? Nö, er macht selbstständig, alles klar, jetzt brauche ich aber was. Nein! Wie kann man so ein Pech haben? Kristallüberfluss ist eine super Karte, aber die bringt mir nur was, wenn ich 4 Kristallungeheuer auf dem Feld habe. Ah, ich habe doch nur 3, Mensch. Wieso habe ich Trottlach Counterstörung gespielt und Rubinka-Vogel auf den Friedhof geworfen? Ich Oberhirni! Ich beende meinen Zug, bringt eh nichts. Oh. Also ganz ehrlich, normalerweise müsste das Deck ziemlich schnell laufen. Mit den ganzen Zauberkarten und so. Ja. Da bin ich schon mal im nächsten Part auf mein Exodia-Deck, Mann, gespannt, ob das ein bisschen schneller läuft. Aber egal, erstmal ist Zeit für Spiegelschild. Spiegelschild. Macht das Spiegel natürlich, Mann, Spiegelschild. Ich zeig doch gar keine Queen of Time mehr. Zumindest momentan nicht. Bam, bam, und beide sind futsch. Ja. Ach, das Exodia-Deck, das... Ich denke mal, das wird euch gefallen, hey. Vor allem, man dafür am meisten Karten investiert. Hab das hier etwa 4, 5 Karten neuerdings noch getauscht. Also ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, per 50 Karten und so. Sprich etwa 200 Karten dafür ausgegeben, damit ich jetzt ein einigermaßen lauffähiges Exodia-Deck spielen kann. Spielen darf, wie auch immer. Dafür Pegasus greift ihn direkt an und er macht nichts. Sehr schön. Könnte ich, mache ich aber nicht. Ich beende meinen Zug mal. Und lehne mich zurück. So, Jaden, was machst du? Ich gucke schon auf die Uhr und ich sehe gerade, das wird knapp. Ich habe ja eigentlich eine neue Zeitbegrenzung drin mit maximal 30 Minuten, aber momentan sieht es ein bisschen dämlich aus. Doch ist egal, da. Ich rufe Smaragdschildkröte im Angriffsmodus, wieso ich das mache, ich habe keine Ahnung, vielleicht kommt es ja gut. Wehe, achso, das kann ich jetzt irgendwie aus dem Spiel entfernen. Nö, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, wenn mir ein Monster aus dem Spiel entfernt. Auf dem Friedhof knallen, okay, aus dem Spiel entfernen, das ist scheiße. Nein! Autsch! Du bist doch ein Asi. Natürlich aktiviere ich die Effekte. Dafür Pegasus. Und auch Smaragdschildkröte. In die Zauber- und Fallenkartenzone. Okay, das lief ein bisschen scheiße. Sehe gerade, ich habe fast alle meine Lebenspunkte noch. Das könnte klappen. Aber erstmal aktiviere ich die besondere Fähigkeit von Regenbogenruine, mit der ich eine neue Karte ziehen darf. Bei 4 Kristallungeheuer. Ja, das läuft ja super. Ups.
Ich kann gar kein Monster rufen. Kristallüberfluss spiele ich jetzt nicht, das spare ich mir noch für den nächsten Zug auf. Aber sonst habe ich schon Saphir Pegasus im Start, damit kann ich Amethyst-Katze rufen. Und dann fehlt mir nur noch Topaz-Tiger. Nein, was macht denn der da? Was ist jetzt für ein Regenbogendrachen, meine ich? Ah, verflixt Zug nicht. Ja, komm Leute, wisst ihr was? Ich werde mal ganz flott die Karte das Spiel und aktiviere dafür Kristallüberfluss. Die Karte, die im Kristalldeck alles reißen kann. Wieso? Ja, seht's euch an. Da liegt die Antwort. Ja, seht ihr? Es waren einfach alle Karten, ohne ihre Spezialeffekte zu aktivieren, auf dem Friedhof. Jetzt rufe ich noch den da. Der bringt gerade überhaupt nichts. Ja, ich kann also nur 2 Monster rufen, weil ich auch nur 2 Karten von ihm, also von Jaden, auf den Friedhof geknallt habe. So einfach ist das. Und da ist Saphir Pegasus und auch Bernsteinmammut gesellt sich zu ihm. Und da ist Saphir Pegasus, da auch einen Spezialeffekt gerufen habe, ist auch der Effekt wieder mal greifbar nahe. Und damit begrüße ich Amethyst-Katze bei uns im Duell. Hallo, liebes Kätzchen, na, wie geht's so? Ja, ihr seht schon, auch hier keine Effekte wurden aktiviert. Deshalb ist Kristallüberfluss auch so eine üble Karte. Hey. Moment mal, ich kann noch ein Monster rufen. Ich rufe noch ein Saphir Pegasus. Wie soll ich das machen? Na, rate doch mal. Damit ich Topaz-Tiger aus dem Deck holen kann. Und das müsste eigentlich genügen, damit ich auch Regenbogendrachen noch in diesem Duell beschwören darf. Mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4. Unterschiedliche natürlich. 5, 6, 7. Ich hatte doch alle. Bingo, da kommt er auch schon. Hier kommt Regenbogendrache. Im Angriffsmodus. Auch der noch einige Spezialeffekte, die ich aber nur, ja, ich kann sie fast zu jeder Zeit rufen, außer in dem Zug, wo ich ihn beschwöre. Ist leider so. Aber das macht gar nichts. Den Regenbogendrache ist auch stark genug so, ohne noch sich irgendwie aufzuleveln. Und damit ist das Duell beendet, Freunde, mit einem Sieg des Regenbogendrachens über Jaden. Gackendorf! Ja, würde ich aber auch sagen. Das Duell ist für ihn vorbei. Yeah! 7:3 sieht das kacke aus. Und übrigens, alle 3 Niederlagen sind leider auf Kosten des Kristalldecks zu führen. Naja, was will man machen? Das ist ein echt guter Duell, Mann. Es hat Spaß gemacht, das ist mein Glückstag. Ja. Der war's, Jesse, genau. Das ist der Typ, der das Kristallungeheuer-Deck spielt. Also eigentlich spielt. Ich habe es mehr oder weniger von ihm kopiert. Was können wir sonst so machen? Genau, ich denke mal, im nächsten Zug werden wir gegen Yusei vielleicht noch antreten, aber vor allem gegen Jack Atlas. Denn gegen den können wir jetzt endlich antreten. Sobald ihr Yusei hier 20 Mal besiegt habt, könnt ihr auch gegen Jack antreten. Ja, und ich hoffe immer noch von ihm den Rotdrachen Erzunterwälder zu bekommen. Aber ich glaube, für das muss er noch einige Male gewinnen. Also, bis zum nächsten Mal. Da mit dem Exoda-Deck hier direkt am Start gegen Jack Atlas. Ciao zusammen und es ist wieder mal Zeit für ein Duell. Yu-Gi-Oh!